Herzlich willkommen zurück bei der neuen Folge Schweizerdeutsch. Der Niklas hat neue Finken. Also neu kann man dann auch nicht sagen, aber ich habe die so gefunden. Ja. Basierend auf unserer letzten Insta-Story. Genau, wo du eine Woche zu spät reingepostet hast. Aber egal. Egal, passiert. Wir haben euch gefragt, was für Finken sollten wir uns zulegen. Ja. Und ein Vorschlag war so etwas, darum habe ich das jetzt angelegt. Bro, es kommt sehr swaggy. Der Vorschlag ist von der Lynn gekommen. Schau, das geht raus von Adeline. Schau, jetzt kommt aus Adeline. Meine Schwester hat die damals gekauft oder bekommen und seitdem liegen die einfach irgendwo in einem Schrank rum. Ja, wie man sieht, Jetzt haben sie einen guten Nutzen. sie passen mir nicht einmal. Die sind viel zu klein, aber egal, für die Fall geht's. Boah, ich huste immer noch wie so ein... Du hast noch keine Finken, hä? Nein, ich habe noch keine Finken. Also wenn ihr Finken-Empfehlungen habt, hit me up. Das Ding ist, ich habe auch noch andere. Also wir haben einen coolen Vorschlag bekommen, Ja. muss ich ehrlich sagen. Ein paar sind lustig, ein paar sind so ein bisschen... Ich habe irgendwo gelesen, Fischsandalen, Kennst du die nicht? wo du einfach so wo Fisch drauf laufst. Ja, ja. Ja, aber Bro... Also am coolsten finde ich die Crocs von Crocs. Cars. Ja. Cars Crocs, aber die sind hure teuer. Das wäre so etwas für dich. Cars. Ja, oh mein Gott, ja, Ja. voll. Rico, wie geht's dir? Hey, mir geht's super. Also, Das ist ja, so. teilweise. Ich bin immer noch ein bisschen verkältet, aber sonst mir Schon. geht's perfekt. Ich kann mich nicht beklagen. Das ist doch okay. Wie geht's dir? Ich bin beim Coiffeur gewesen, nachdem ich zuletzt von ihm geschnitten worden bin. Ja. Ja, ist halt mal wieder kürzer so. Ja, aber es sieht gut aus. Danke, hat Toni Ja. gemacht. Macher. Voll. Also, kommen wir Ja. zum heutigen Thema. Ich denke, Der heutigen wir werden Folge. heute keine Minuten nicht reden, denke ich mal so. Ja. Und zwar haben wir euch gefragt, unsere liebe Community. Mega lieb. Ja, heute ist wirklich, heute ist eskaliert. Und zwar haben wir euch gefragt, wir wollen overrated oder underrated spielen. Und wir haben euch nach Vorschlag gefragt, also, vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen kompliziert erklärt. Und ihr habt recht viel geschrieben, ich habe es vorhin gezählt, 37 Sachen, 37 Themen, wo der Niklas nicht sagen ob das overrated oder underrated ist. 37 ist krass. Ja, Also, dass ihr euch schon Mühe macht, etwas hinschreiben, das ist schon mega cool. das ist wirklich... Darum bleibt Von dran, Herzen. Von macht Herzen. das weiterhin Ja. so. Wir sind froh und dann habt ihr auch automatisch mehr Unterhaltungsstoff. Doch? Yes, Stoff. Ja, voll. Willst du anfangen? Also fangen wir an. Ich übernehme Fangst die du von Rolle unten an, oder? Ja, ja. Gut. Ich übernehme hier die Rolle vom Vorleser. Fangen wir mit dem ersten gerade an. Ja. Ich muss ein bisschen scrollen, warte. Das erste ist vom Tim. Der hat da irgendeinen Namen hineingeschrieben. Ich Tim habe Bernhard. Ja, ich habe keine Sag mal. Ahnung. Nein, das dürfen wir nicht sagen. Tim? Nein. Okay, muss Ich sag auch nicht mal, was der Name für Bedeutung hat. Sage ich nicht. Also es ich ist- check's nicht, du musst mir Sachen erzählen, in dem Fall. Ja, das Okay. ist. Sagen wir es mal so, nein, ich sage nichts. Okay. Ich sage nichts. Gut. Das ist ein bisschen Das ist ein gottlos. Insider, sagst Insider, ja, schon auch, aber es ist so ein bisschen. Ist halt ein bisschen grenzwertig, wenn das so Ja. öffentliche Leute sind. du. Ja, gehen wir zum zweiten Also, in dem Fall. es ist nicht rechtsradikal, das will ich nicht anmerken. Gut. Ja. Gehen wir zum zweiten. Cheeseburger vom Mac. Wer hat das geschrieben? Svenja. Also, wenn wir immer sagen, der es geschrieben hat und dann was. Ja, es hat verdammt viele Leute, die verdammt viel geschrieben haben. Das wir können schon sagen von mir aus. Ja, machen wir schon, weil die haben ja extra. Also etwas gut, wir geben Die Shoutouts. Shoutout. Also die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nein, die nächsten 5 Sachen sind alle von der Svenja. Okay, also. Okay, also das erste, was ich geschrieben habe, Cheeseburger vom Mac. Ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht der Käse-Guy. Das weißt Alter, du bist nicht der Käse-Typ, ja. Ich bin so einer, der tut beim Cheeseburger den Käse wegbestellen. Das ist krass. Ja, weißt du wieso? Weil der normal, also wenn es jetzt der einfach Hamburger würde heißen, Ja. also gut, es gibt ja Cheeseburger und Hamburger, aber jetzt so ein Doppel Royal TS oder so, Ja. dort hat es ja auch Käse, denn so normal gibt es den halt nicht, so ohne Käse. Darum, oder wie heißt der ein? Cheeseburger Royal? Ach, Das ist doch beim BK. Also ich bin nicht Ich groß weiss. im Burger-Game. ich weiß es auch nicht so. Ich bin halt also überhaupt nicht der Käse-Typ. Ich tue beim Big Mac auch den Käse raus. Ich tue überall den Käse raus. Ja. Ausser komischerweise bei BK. Okay. BK geht, aber so der Käse von Mc's, der schmeckt einfach nach Kotze. Ich finde Okay. den find nicht geil. Also hast du in Zum dem Hamburger Größe. Fall- Schon. In dem Fall für dich overrated, sagst Für mich ist Cheeseburger overrated, ja. Hamburger ist, ja. du. Bro, ich weiß gar nicht, also ich finde, man kann es machen.
so einmal Wenn es schnell zwischendurch. muss gehen, einfach so. Aber ich finde es jetzt auch nicht so geil, da gibt es sicher besser. Also ich würde auch sagen, overrated, vor allem weil die huren Burger, also in diesen Fastfood-Läden, wird ja immer teurer. Allgemein, Ja. alles wird immer teurer. Früher hast du Hamburger bekommen für 2 Stutz, und Eben, jetzt, ja. jetzt so 2,80 oder 2,70. So. Wir haben es ja schon mal davon gehabt, weißt du noch? Das ist ja wie... In einer Folge. Ja, voll. Eben. voll. Also, Also overrated. Beide overrated. Beide overrated, ja. Sorry an die Cheeseburger-Fans. gehen wir weiter. Das findest du sicher geil. Das weiss ich, dass du es geil findest. Cheese Bacon Fries von BK. Ja, da kommt es wieder BK, das ist Ja. aber wichtig. Ja, underrated. Underrated. Jedes Mal, wenn ich BK will, ich bestelle es. Ich habe die erst schon probiert, ich finde die nicht so geil irgendwie. Ich finde es super geil. Nein. Also bei mir ist das Standard, das muss rein. Das ist... Ich finde die nicht so geil. Ich finde allgemein BK grösser Mac. Ja, Finde ich. Finde ich auch. Aber trotzdem sind wir mehr im Mac, weil es halt auch billiger ist. Ja. Und es schmeckt meistens immer gleich. Bei BK ist manchmal so, manchmal schmeckt es erst, manchmal so, Ich finde Fries bei BK geiler. ja. Ich sag dir ehrlich. Aber jetzt nochmal zum Käse-Thema Ja. zurück. Ich bin so ein ganz komischer Typ. Ich habe Käse, habe ich so roh aus dem Kühlschrank nicht gern. Ja. So Cheddar habe ich auch nicht so, also so wie es bei bei Mac ist, so habe ich auch nicht gern. Was ich aber voll gern habe, also was ich wirklich mega liebe sogar, Fondue. Fondue ist geil. Fondue kann ich essen, Raclette kann ich nicht Ja. essen. Raclette nicht? Hey, Okay. ich weiß nicht warum. Das ist richtig Nein, ich krass. finde Käse voll geil. Ich habe sehr gerne Käse. Ja, ich bin jetzt... Aber nicht so, kann ich so Weichkäse oder so. Also weißt du, Käse, wenn er so verlaufen ist und so, finde ich mega geil. Aber Ja. so eine Käseplatte oder so würde ich mir jetzt auch nicht bestellen. Ja, ja, Ding, Was? Pizza, halt Käse, Ja. das ist halt geil. So, so ja, keine Ahnung. Es ist so voll komisch, ich weiß nicht, warum das so ist. Ja. Ja. Aber eben im BK finde ich die Fries normal besser. Ich weiß nicht warum. Ja, ich finde sie allgemein auch besser als bei Mac. Ja, das ist fix, das ist Ja, fix. voll. Alter, voll der Fast-Food-Tag. Ja, voll. Also für uns, nein, für dich underrated, für mich overrated. Ja, voll. Gut. Das nächste ist ein ganz aggressives Thema. OnlyFans. Oh mein Gott, also ich glaube da... Danke Svenja. Ja, ganz klar overrated. Ja, No joke. Also, ich habe noch nie etwas mit OnlyFans am Hut gehabt, aber rein der Fakt, dass es OnlyFans ist... ich bin ein sehr neugieriger Mensch, darum habe ich es ausprobiert. Also ausprobiert, ich habe nicht aufgeladen, aber das ist ein Hurensass, ich habe es ausprobiert, ach du Scheiße. Nein, lohnt sich nicht. Also allgemein, es ist ja nicht nur, klar, OnlyFans ist ja eine Plattform, wo eigentlich mehr schon so ein bisschen der Ding-Content draufkommt, der 18-Plus-Content, aber es gibt auch Leute, die das normal benutzen für anderes Zeug. So, ich habe auch schon Kochsachen dort drauf gesehen, Schon? wo einfach normale Leute kochen und dann zahlst du für Kochrezepte. Schon? Habe ich auch schon gesehen. Krass. Aber klar, es ist schon Ja, ja. 99% das, aber nein, also overrated. Okay. Also, ich bin noch nie auf dieser Plattform gewesen, also ist jetzt no cap, wirklich. Und eben darum, rein schon, weil es um das 18 Plus geht, overrated as fuck. Ich meine, du zahlst. Bro, es ist sowieso krank. Bro, also ich finde das einfach, Nein. jeder kann machen, was er will, aber für Nein. mich, Nein, Bro, ich kann mit dem nichts anfangen. overrated. Gut, haben wir das Thema Ja. OnlyFans auch abgehakt. Dann kommen wir wieder zu freudigeren Themen, Niklas. 3 Tage Wochenende. Das ist doch super. Das ist ein klarer Fall. Also so Freitag bis Sonntag, so etwas, das ist schon, ja, Das ist fett underrated. underrated. Ja, so, vor Mehr allem so, Viertig. ja, Hashtag mehr. Hashtag mehr Viertig. Ja, so Wochenendtrips sind halt schon cool. So, wenn du so lange, also du kannst halt viel geile Wochenendtrips machen. So. Ja, voll. Zum Beispiel, weißt du noch, wo wir auf Mallorca sind? Das ist auch so Freitag. Ja. Oh mein Gott. So etwas müssen wir mehr machen, Rico. Nicht auf Mallorca, aber Ja, doch, sonst doch. sehr gern. Der Nico Nein. kommt im Fall jetzt auch mit auf Mallorca. Ja, gönn dir, mir ist das gleich. Wir sind jetzt einfach in der Fünfergruppe. Also Gönn dir. wird super, wird super. Alter. Ja, das nächste ist eigentlich fast das gleiche. Viertig. Es ist auch underrated. Alles, was frei ist. Hashtag mehr Viertig. Vor allem im Kanton Schweiz, wo es schon so wenig Vor allem in ist. Einsiedeln wird es schon. Ja, da. Okay. In Einsiedeln hat zum Glück sehr viel Viertig. Das hat im Fall mein UK-Lehrer damals gesagt, Schon? in der Roche so, wenn ihr am meisten frei wollt haben, dann müsst ihr in Einsiedeln arbeiten. Ja. Dann hat er so gesagt, ich so, ja, ich wohne dort, aber arbeite halt nicht dort. Ja, Strategisch gewählt. ja. Ja. Das nächste. Die wird voll warm. Schon?
Ist doch gemütlich. Voll. Das nächste ist vom Jeffrey, von einem Ui. guten Kollegen von uns. Der hat, ist ein bisschen random, Crème Brûlée. Das ist underrated. Bro, ich finde das hure geil. Weißt du, was das ist? Ich habe es schon mal gehört. Das ist, ich weiß nicht, ob ich es zu 100% richtig beschreibe, aber das ist natürlich so Vanillecreme irgendwie, wo oben durch, weißt, angebrannt wird. Und dann hast du oben durch so eine Zuckerschicht, wo du musst durchschlagen mit so einem Löffel und dann kannst du so auslöffeln. Das ist ein Dessert halt, aber es ist hure geil. Ich fühle das voll. Das ist underrated. Digga, das Internet. Das ist Jede ein Folge, underrated wirklich. Dessert. Jede Folge ist das Internet hier unten so schwach. Ich muss jetzt googlen. Das ist einfach Vanillecreme, die ein bisschen abbrennt ist. Ich glaube, es ist Vanillecreme, ja, oder sonst noch etwas anderes irgendwie. Aber Hey, ich glaub, komm jetzt. Alter, Bro, ich muss mir nachher irgendein Hustenzettel oder so geben. Ja, Bro, ein Husten. der Da hilft hat es das gar übrigens nicht Karneval. mehr. Desinfizieren. Ja, das ist gut für den Hals, glaub mir. Ja, ist gut. Ja, okay, ja, das ladet nicht. Das ist einfach Das hast du sicher auch schon gesehen, Bro. Safari neu öffnen. Vielleicht ein bisschen anders haben. Läuft's? Ja, ist nein, scheiß drauf. Okay. Komm. Ja, ich kann es halt nicht beurteilen, weil ich es noch nie gehabt Hast du habe. noch nie gehabt? Ich glaube nicht. Aber es klingt geil, darum underrated. Darum, Okay. keine Ahnung. Ich kann Das mich jetzt nächste- an mies verschätzen. Die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind vom Joris. Die Joris kennen ihr, ist einer unserer besten Er ist der Käse-Dude. Er ist der Käse-Typ. Und jetzt kommt das Thema, das spaltet uns, Niklas. Das Thema ist Bier. Und Bier ist so fett overrated. Hey, Mann. das ist so underrated. Bier ist so Nein, overrated, Alter. Bier ist so hässlich. Digga, das ist so underrated. Nein, Mann. Bier ist so hässlich. Das ist Mann. so underrated. Nein, 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 Alter, nein. Bier verbindet. Es ist hure hässlich. Es verbindet. Bro, es ist maximal Es hässlich. verbindet. Ja und? Es ist hure Es ist ja hässlich. egal, ob es. Alter, so, du kannst. Stell dir mal vor, du hast Sport gemacht, du kommst abends heim und du hast so ein wirklich eiskaltes Bier, wo einfach kannst runterleeren, wie Wasser. Weißt du, wie geil? Bro, ich habe lieber ein Wasser. Nein. Doch. Alter. Also, es kommt drauf an, ja, aber. Digga, das verbindet. In was für einen Sinn verbindet es? Jeder trinkt Bier und dann verbindet das. Ich check's schon, wenn du so auf ein Feierabendbier gehst und dann noch andere Leute hast, das check ich. Wieso heißt es dann Phoebe? Ja, Bro, aber du kannst auch ein Fiva trinken. Phoebe. Du kannst ja auch ein Feierabendbier und dann etwas anderes trinken. Es geht ja ums Getränk an und für sich. Es geht ja nicht um die Aber Bier Aktivität. verbindet. Ja, aber du kannst ja auch so etwas trinken und dann... Es ist halt einfach traditionell. Bier trinkt man schon seit Jahrhunderten. Und das ist so, das gebe ich dir den Punkt. Darum verbindet das. Das gebe ich dir, ja. Aber Bro, ich kann das nicht trinken. So 1, 2 geht, sag dir ehrlich, aber nachher mehr geht nicht, Bro. Dann wird mir schlecht. Ich habe den Geschmack nicht gern von dem Bier. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Also, nein, also ich muss überlegen. Ich hatte schon mal ein Bier, also so Bier gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt, nein, das ist jetzt auch nicht geil. Aber so ganz kalt, wirklich eiskalt, ist wirklich... No jokes, das beste Bier, das ich glaube hatte, ist das Paulaner Bier in der Allianz Arena. Ist auch gut. Ich finde das ist zum Beispiel etwas, das kann ich trinken. Oder wenn der Niklas nicht irgendwie ins Stadion geht, trinke ich auch ein Bier. Apropos Stadion, gehen wir wieder ins Stadion. Schon länger Schon wieder gewesen. mal. Schon länger wieder gewesen. mal. Aber das ist das. Das bist du noch gar nicht gewesen. Nein. Crazy. Ja. Ja, wo bin ich stecken geblieben? Bier, Paulaner. Ja, wenn der Niklas nicht ins Stadion geht, trinke ich auch so ein Bier. Das ist halt einfach so ein Becher, oder? Nicht jedes Mal, aber ab und zu. Und eins geht, aber mehr nicht, weil einfach der Ich hole mir da immer den irgendwie- Liter, wenn ich nicht fahren muss. Bro, der Geschmack, ich kann das auch nicht Das gern. gibt mir so mega Parkway. Nein. Oh mein Gott. Also Bier für mich völlig overrated. Übrigens noch 24 Tage. Völlig overrated, Mann. Nein, Bier ist underrated. Es fuck all yours. Aber da scheiden sich so unsere, Ja. unsere Geschmäcker. Nicht gut. Das nächste ist Seahawk 2. Underrated. Schon Digga, underrated. Voll guter Rettungsboot, ey. Erzähl mal die Story von der Seahawk 2. Also, Vielleicht wissen es ja ein paar bildete Leute. Also, die Leute, die es nicht checken. Es hat ja eine Serie gegeben auf YouTube, beziehungsweise die gibt es immer noch, die wird, glaube ich, immer noch fortgesetzt. Seven vs. Wild. Staffel 2 Panama, Knossi war dabei gewesen. Und dann hat er halt, sorry, das ist Spoilerwarnung, oder? Für die es noch gar nicht geschaut haben. Aber Ja, ich denke, das wird jeder schon ein bisschen mitbekommen. Ja, auf jeden Fall ist der Knossi dabei gewesen und der hat dann halt
immer wenn Folgen rausgekommen sind, hat er live reacted Im Stream auf das, ja. oder auf die Folgen, die halt im Sommer gedrillt worden sind, im Herbst ist es ja rausgekommen. Und dann haben die halt, die Leute, die halt raus... Also du hast ja können, mit dem Code Yellow hast du können abholen lassen. Und Code Red war ja gewesen, ey, sofort kommen, es ist Notfall, Ja. oder? Und Code Yellow ist halt, ja, ein paar haben halt Code Yellow gedruckt, nachher sind die halt, die gehen abholen. Und die sind halt mit so einem Bötli abholen und dass sie halt dann halt an Land gegangen, weil mit dem Boot war viel zu gross gewesen, zum halt dort an Land zu kommen. Darum haben sie halt ein kleines Boot genommen und das ist halt so das Intex, so ein Intex-Schlauchboot, Gummiboot gewesen, wo halt für Kinder ist. Ja. Und das hat halt Seahawk 2 geheißen, so als Modellname. Und der Knossi hat sich so voll darüber lustig gemacht. Die Seahawk 2 rettet Leben und so. Ja, dass die ja mit so einem billigen Gummiboot da. Ja, und die holen da so, weißt du, so eine Produktion. Ja, aber Ja, ja, das ist halt fürs Meme, darum underrated. ja, ist schon underrated. Ja, hat ja Seahawk funktioniert. Also, 2. Ja, aber praktisch. ja. Kostet nicht viel. Wir holen uns für den Sommer Seahawk 2 Boah, und dann das auf dem wär schon Silsee, tough. weißt du, Auf dem Silsee, weißt du, wie geil. So ein bisschen böteln. Das müssen wir auch machen. Ja, wie letztes Jahr. Mehr. Weißt du, was wir mal machen? Du kannst ja auch dir so ein Boot mieten mal für einen Tag oder so. Das wäre auch Ja, geil. auf dem Zürichsee, weißt du, wie geil. Oh, das wäre weißt du Dann geil. nimmst du so einen kleinen Grill mit und dann, boah. Meinst du, kannst ja fürs Mieten das Boot mitnehmen? Ja, locker. Ja, locker. Ja, locker. Kannst du. Ja. Der sagt doch irgendwie so, wenn sie jetzt 1 Million kriegen würden, was würden sie tun? Ich würde alles versaufen. Geht das? Ja, locker. Oh Mann. Ja. Ja, Das bitte. nächste. Underrated, oder? Ja, voll. ich sage auch underrated. Gut. Das nächste, Niklas, da wird es wieder krachen. Mickey Krause. Underrated as fuck. Overrated. Digga, der verbindet auch Menschen. Overrated. Der verbindet auch Menschen. Oh, fuck, ich muss husten. Echt? Also du kannst mir nicht sagen, dass das kein Menschen verbindet. Sich verbindet der Menschen. Bro, der macht Stimmung mal in die Hütte. Ja, aber Bro, die Musik kannst du dir gönnen, wenn du mindestens 3 Promille hast. Nicht einmal. Ja, du bist der Niklas. Du hörst das im nüchternen Zustand um 7 Uhr morgen. Das will ich nie verstehen. Im Fall auch nicht mehr so häufig. Ja, aber du hast mal deine Zeiten gehabt. Ja. Und das weisst du auch. Ja, ich könnte es immer noch. Ich Aber- habe es ausprobiert, ich könnte es immer noch, aber es passiert nicht mehr. Gut. Da bin ich froh. Ich hoffe nicht nach Mallorca. Ich hoffe, dass ich nicht in dem Fieber bleibe wieder. Ja. Underrated as fuck. Ich verstehe seinen Hype, also dieser Ballermann-Kultur da, oder? Ich verstehe Er ist das einfach mit der langsam Musik. ein Icon geworden. So Ja, dort unten. man kennt den einfach, aber eben für mich persönlich jetzt overrated, weil ich kann mit dem Reiß die Hütte ab, reiß die Hütte ab. Das ist natürlich am Niklas sein Ein und Alles. He? Nein, Wie viel bist du geworden? Top 500 Mann? Top 500 Listener letztes Jahr auf Apple Music. Weltweit. Bin ich stolz drauf. Ich hatte eigentlich das Ziel gehabt, Top 10. Weil ich habe gelesen, du kannst, also die geben dir einen Award, Top 1000, Top 500 und Top 10. Ja. Mein Ziel war für das Jahr eigentlich Top 10, aber da ist der Zug schon lange abgefahren. Ja. Seit Januar habe ich gar nichts mehr gehört in die Richtung. Okay. Allgemein, ich bin jetzt wieder so ein bisschen runter von der Malle-Stimmung. Aha. Jetzt geht es wieder langsam wieder ein bisschen rauf, weil in 25 Tagen sind wir auf der Insel. Aber ja, Aber das wird nachher wieder krachen. ja, nachher reden wir nur noch drüber. Ich kann dir jetzt schon darauf einstellen, in 3 Wochen gibt es nur noch... Malle-Tag. Alter, wir müssen einmal vorproduzieren. Wir müssen zweimal. Ich muss mit dir nachher noch reden wegen nächster Woche. Ich bin nächste Woche nicht rum. Aber das besprechen wir nachher. Shit, okay. Gut. Ja, underrated as fuck. Underrated. Für mich overrated. Keine Ahnung, jeder. Kommen wir zum nächsten. Der gute alte Arbeitszeitbetrug. Oh mein Gott. Da muss ich aufpassen. Arbeitszeitbetrug, ja. Wir haben mittlerweile Leute im Geschäft, also aus dem HR, die meinen Podcast hören. Ah, wirklich? Grüße gehen raus. Grüß. Ja, ich muss aufpassen, was ich jetzt hier sage. Also? Also ganz klar overrated. Arbeitszeitbetrug, das ist der größte Scheisstag, den es gibt. Ich verstehe die Leute nicht, die das machen. ja, hä? Ich muss ja firmenneutral bleiben. So.
So, checkst. Du hast es gerade sehr überzeugend gesagt. Ja, hä? Doch, ja, ich will schon sagen. Ja, ich finde natürlich Tobi, ich hoffe, du kündigst mich nicht. Oder du kannst es nicht in die Wege leiten. Nein. Ja, ich finde natürlich auch Arbeitszeitbetrug gehört sich gar nicht. Nein, ist ja so. Also, Ja, nein, logisch. Also jetzt mal Butter bei es den ist ja Fischen. lustig, darüber Witzli zu machen Ja, ja. und so. Hey, bist doch nicht immer am Handy während dem Arbeiten, das ist Arbeitszeitbetrug. Ja, ich denke mal. Wenn jetzt deine Arbeit nicht so eben ins Negative bezieht Ja, oder so, und wenn du du- kurz mal am Handy bist ab und zu, ist Wenn du qualitativ immer nur das Ja, ja. kannst leisten, wofür du eingestellt worden bist, dann denke ich halt, weil wenn du mal kurz am Handy bist. ja, Es ist halt die heutige Zeit. das ist so. Es ist halt so, früher hätte es halt das nicht gegeben, jetzt so, ja. Und ich meine, wir in der IT, wir brauchen das Handy auch ab und zu mal voll. So, Klar, ja. so ich habe es immer dabei, so. Und wenn ich mal unterwegs bin, irgendwo im VC, dann bin ich mal kurz auf Ja. WhatsApp und schaue halt schnell, wer mir geschrieben Und hat. einfach Sorry. schnell zurückschreiben irgendwie. Oh, jetzt habe ich schon so grad, schnell. oder ich bin schon wieder voll im Schaffen. Ja, aber ja, overrated. Also ja, Ja, müssen wir halt ist wirklich sagen. overrated. So, es ist schon lustig, so drum. Also fürs Meme ist schon underrated. Ja, fürs Meme ist Fürs so. Meme ist richtig underrated, aber ja, macht man halt nicht. Das ist aber Nein, machen wir schon overrated. So. Keine Ahnung, ja. Dann das nächste. Sonnenbrille. Underrated. Thema Sonnenbrille, sehr underrated finde ich. Tatsächlich früher für mich overrated, also over. Ja. Bei mir auch. Ich habe es nie richtig angehabt. Also erst so, seit ich Auto fahre halt, weil es mich Schon? immer ab und zu ich habe ja immer ein Ja, Sonnenbrille als ja. das Ding, oder? So früher habe ich Sonnenbrille halt nie so gern gehabt, weil hat halt immer angeschaut, so Putz und so. Habe lieber ein Cap angehabt, aber jetzt umgedrillt. Ja. Ich finde Sonnenbrille. Sonnenbrillen auch underrated. Ich habe zwar im Moment keine, also ich habe schon eine, aber wenn wir noch eine andere kaufen? Deine Club-Sonnenbrille? Nein. Doch, die schwarze. Ja, das ist einfach meine Ausgangsbrille. Ja, eben Club-Sonnenbrille. Aha, ja. Ich habe auch dort oben so eine Ausgangs-Sonnenbrille. Ja, aber die ist für eine spanische Insel. Deutsche Insel. Deutsche, ja gut, sorry. 17. Bundesland. Ja. Nein, aber ich habe, also eben, das ist nur so ein Fun-Brille. Ja, in ich dem weiss, Sinn. ja. Aber ich habe eine richtige, aber ich kann mir noch andere kaufen. Ray-Ban, hol dir Ray-Ban, glaub mir. Ja, mal schauen. Weißt du, ob die da die Ray-Ban guten ist haben? super. Muss ich mal schauen. Ray-Ban hat alles. Gut, Die haben sogar Videokamerabrille. das wäre etwas für dich. Ja, for real. Ich will mich schon mal sehen, so eine Brille anziehen. Also, ein Arbeitskollege hat die. Und die hat aber nicht nur Videokamerabrille, sondern die haben auch Lautsprecher drin. Du kannst einfach Musik hören und er hat gesagt, das ist sein AirPod-Ersatz. Weil die Brille, die Gläser sind so, wenn keine Sonne ist, also keine UV-Strahlen in der Nähe sind, dann sind die einfach durchsichtig. Ja. Und wenn dann UV kommt, dann werden die Gläser einfach dunkel zu einer Sonnenbrille. Joe? Das ist krass. Darum hat er sie auch beim Arbeiten an. Wenn er Musik will hören, Ja. dann hört er einfach über die. Und der Sound ist super. Also ich habe sie jetzt auch angehabt, das ist wirklich krass. Vor allem, du hast wie bei der AirPods-Funktion, du nimmst die Brille weg und die Musik stoppt. Das ist verdammt geil. Ja. Das ist sein AirPods-Ersatz. Und klar, sie kostet glaube ich 400 Stutz. Aber ein Ray-Ban kostet ja sich schon 200 Stutz. Und dann 200 Stutz für Technik, dann Ja. für mich geschenkt. Also geschenkt jetzt auch nicht, aber Ja, voll. Nein, ich Voll check schon. easy. Ich check schon, es ist sicher etwas Geiles so, weißt du? Aber ich finde, keine Ahnung, eine Brille muss jetzt nicht auch noch Technik drin haben. Jetzt ist also mein Geschmack. ich finde das mit der Kamera ja für so lustige Momente so in der Ferien ja okay. Aber ich würd Brille, also es gibt ja auch so eine Brille von Bose früher. Bose. Ja. Die haben früher auch eine Brille gehabt mit Lautsprecher und die hätte ich Ja. mir fast geholt. Okay. Weil ich finde das schon cool, eine Brille anzuhaben, wo integriert Kopfhörer drin sind. Das habe ich wirklich, das sind checky. Aber eine Kamera brauche ich jetzt nicht. Das Coole ist, du kannst sie auch, weil es ja Meta ist, ist ja Meta als Ray-Ban, so ein Kombi, kannst du die mit WhatsApp verbinden, weil WhatsApp ist ja auch Meta. Ja. Und dann kannst du von der Brille aus live streamen, Video, Tele machen. Also du kannst dann Das quasi deinen Kollegen zeigen, wo du gerade bist und so rumlaufen. Okay. Und die sehen das und du hörst sie halt über Das ist schon, aber es ist schon krass beeindruckend. ja, aber eben, ob man es jetzt braucht. Das ist ja mehr auch so ein bisschen Spielerei dann im Ja, Endeffekt. also für die Kopfhörer sehe ich es voll ein. Ja. Voll. Aber ich will nicht Okay. 400 Stutz dafür zahlen. Im Moment. Ja. Aber so Sonnenbrille im Ja, Allgemeinen sehr so eine Brille underrated. underrated, das Ja. ist. Also ich könnte nicht mehr ohne Mini Ray-Ban da. Ja, Sonnenbrillen sind schon cool. Und die sehen auch cool aus. Ja, voll. Gut.
Das nächste ist auch nochmal vom Joris. Das nächste ist Ikimel. Overrated. Overrated as fuck, sorry. Ich kann mit den... Wer am lautesten schreit, wird von mir angepisst. Ey, sorry, also... Wer steht auf so etwas? Sorry. Keine Ahnung, Mann. Also, ich könnte das nicht. Keine Ahnung. Also, no hate an Ikimel, du, wenn du Erfolg hast, mach dein Ding, aber ich kann damit nicht anfangen. Überhaupt nicht. Ja. Ist halt auch, also kann ich höre jetzt keine Musik, ich beschäftige mich nicht mit dieser Person, aber ist halt auch wahrscheinlich ein Image, das man gegen rausträgt, also warum man das macht, könnte ich mir vorstellen. Das ist einfach ein Image und das, also ich vermute, das ist einfach also ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, logisch, du Ding. machst dir halt einfach so viel mehr Aufmerksamkeit. Aber ja, Du ich denke, es geht halt mehr so ein bisschen auf das, weißt du? Ich meine, das ist ja genau das. Wäre sie nicht so, wie sie ist, würde Joris das nie reinschreiben. Nein, logisch nicht. Weil man sie dann einfach nicht... Weil sorry, die Musik ist jetzt... Ja, ist jetzt nicht so mies. Ja, auch nicht mies. Und ich denke auch nicht so... Wenn das jetzt ein Kritiker würde anhören, Nein, sicher dann würde er nicht. sagen, was ist das? Ja, aber es ist halt erfolgreich auf Social Media und so Zeug. Ja, also. weil es halt einfach viral... Ja, Weißt du, ich gönne ihr einfach. Ja, voll, ja, mach das du. Ding. Aber wirklich, ja, ich möchte auch nicht haten. Aber das ist jetzt nicht so mies. auch nicht mies, overrated. Darum overrated. Ja. Ich kriege... Wie kommt der auf so etwas, Mann? Das ist ein Joris. Nachher kommt noch eins vom Joris, ich habe es übersehen. Jetzt aber einen kleinen Zwischenschub haben wir da. Von der Jessica. Dubai Schoki. Das ist Das ist schwierig. Also, viel würde ich jetzt wahrscheinlich sagen overrated, weil die halt voll im Hype war und hure teuer und die, ne? Und nachher ist ja noch rausgekommen, ey, Lebensmitteltest hat die alle nicht bestanden und so, oder? Das habe ich gar Aber, nicht mitbekommen. was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wegen der Ding Paste, das kann viel schneller anfangen schimmeln als sonst, Ach schon? als sollte eigentlich, ja. Okay. Irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich habe sie probiert, du hast sie auch probiert, gell? Ich muss sagen, geschmacklich ist sie schon geil. Bro, geschmacklich ist brutal. Also ich verstehe, warum Ja. die Leute gerne gegessen haben. Klar, sie ist verdammt teuer. Sie Sättigt vor allem sättigt brutal. voll. Alter, ich hab mir so ein... Was habe ich mir geholt? Das 200 Gramm gewesen. Ja. Haben wir 200 Gramm für etwa 16 Stutz oder so geholt. Ich habe so eine Tafel... Also so ein... Wie sagen wir dem? Das Stefali einfach. Ja, so ein Ziele. Ja, ja. Ziele. Ah, so ein- Excel-Ziele, Alter. Ja, ja. Spalten. So, Ja. ja, also das Ding habe ich abgebrochen, gegessen. Ich bin so gewesen. Aber ja, die Die sättigt hure. richtig. Also, sie ist hure geil. Sie ist hure süß. Aber ich sage euch, vielleicht sogar eine Empfehlung, auch wenn ihr sie würdet haten oder noch nie, also wenn ihr sie noch nicht probiert habt und die ganze überlegen, Alter, das ist eine hure Abzocke, probiert es trotzdem mal. Ich werde es nicht bereuen, denke ich. Klar, es kostet halt schon ein bisschen. Du musst schon... Ja. Weißt du, zwischendurch ist ja easy. Ja, ich bin hure experimentierfreudig, auch wenn es jetzt ein bisschen mehr Geld kostet, ich probiere es. Ja. Einfach zum herausfinden, ist das etwas für mich oder nicht. Und ich muss sagen, vom Geschmacklichen her underrated, ob ich es wieder will kaufen für den Preis und das so monatlich, nö, overrated. Ja. Ja, es ist halt, keine Ahnung, es ist halt voll, der Hype ist halt so richtig, hat so, ich weiß nicht, wie man dem sagt, aber so ein bisschen die Konsumgeilheit von der heutigen Zeit so ein bisschen aufzeigt. Ja. Dass alle nach einer Schoki gesponnen haben. Von dem her, also der Aspekt ist sicher overrated, also eben, dass da Leute angestanden sind, irgendwie 16 Ja. Stutz für Schoki zahlt und ist geistig. Aber rein, Schoki, ja. eben, rein geschmacklich ist es halt schon geil. Das ist schon so. Aber eben, für 16, 17 Stutz so eine ganze Tafel ist Ja, das wird teuer, ja. schon hart. Gestört. Ähm, Also ich würde sie mir safe wiederholen irgendwann, aber wirklich so zum Geniessen, nicht Ja, so ja. zum Essen, boah geil, ich Ja, brauche das als voll, Droge. voll. So wirklich so ein Genussprodukt sollte das ja sein. Und darum ist sie vielleicht auch so teuer. So. genau. Ja. Also eben es ist schwierig zum ranken. Ich würde sagen, auf der einen Seite overrated, Ja. was so den Preis angeht, aber rein Geschmacklich. produktgeschmacklich ist halt ist- schon underrated, vor allem jetzt, weil es nicht mehr so krass im Hype ist. Ja. Ja. Linda hat, also meine Schwester, hat in Mallorca sind sie ja gewesen. Dort haben sie Lindt-Schoki, Dubai-Schoki gekauft. Schon? Ja. Die habe ich aber noch nicht probiert. Okay. Ich weiß gar nicht, ob sie die noch hat oder so, müssen wir mal fragen. Ja. Ja, aber anscheinend
Sie hat gesagt, anscheinend ist sie gut. Also mega, wirklich auch, wirklich. Das erste Mal drüber ist okay für sie. Ja. Ja. Okay. Sie sagt auch, ist super. Also wirklich, probiert es. Und wenn wir jetzt Hate bekommen, ist mir egal, probiert es trotzdem. Wirklich, es ist wirklich, zum Geniessen ist wirklich etwas. Ja. Gut, das nächste, das ist jetzt eben das wieder vom Joris. Und das geht gar nicht, was er geschrieben hat. Ich weiß glaube was er geschrieben hat. Das nächste, was der Joris will, dass wir ranken, ist, ich zitiere, Americo seinen schlechten Musikgeschmack. Der ist underrated. Also sein schlechter Musikgeschmack, ja. Was? Aber Dann ist er overrated. ja, ich habe es falsch. Ja, Ich wollte dir jetzt gerade die Hand geben. nein. Bro, mein Musikgeschmack ist underrated. Nein, das ist scheiße. Was ich mir damit muss nicht gönnen, wenn anfangen. ich mit ihm im Auto bin, ist zum Teil fatal. Hey, Andrea Berg. Niklas. seit wann? Wann hast du mit mir zuletzt Andrea Berg gelost? Ist auch schon vorgekommen. Aber wann? Bro, wenn, keine Ahnung. Aber Bro, Das zum Jahr? Teil... Ja, sicher. 100 Pro. Vor März. Bro, das weiß ich doch nicht mehr. Aber Ich bin jetzt clean, was so etwas anbelangt. Ich lasse das nur noch mit den Liebsten. Mit den Liebsten, die das auch gerne hören wollen. Aber Bro, dann kommt so Honk. Hey, das ist... Ja, aber Bro. Siehst Ja, aber das ist auch nicht... Wann? Wann habe ich das mit dir mal gelost? Vor dem Frühlingsfest. Nach dem Frühlingsfest. Ich habe es dir gezeigt. Ich habe sie schon... Du hast sie abgeladen im Auto. Ja, aber ich habe es nicht mit dir auf Ernst gelost. Nein, auf Ernst ist es ja schon nicht, aber gleich. Ja, schau. Ja, also komm. Ich erzähle jetzt meinen Musikgeschmack. Okay, gut. Hau raus. Dass es mal ein für alle Mal klar ist. Es gibt die Zone und dann gibt es die Zone. Ich finde es ganz sehr super, wie du aufrecht sitzt, um das zu erklären. So, Ja. die Zone, das ist die Partyzone oder allgemein Clubzone. Dort drin sind Songs, wo einfach ein bisschen, wo einfach ein bisschen Lachen reinbringen. Ja. Ich meine, du lachst ja auch, wenn ich den Scheiß ablade. Ja, sicher. Aber- Ich bin einfach so denke, what the fuck? Aber die Ja. Stimmung geht auf, automatisch, auch wenn es negativ ist in dem Sinn, was er gerne hat, oder? So. Darum benutze ich die Lieder und lasse die ab und zu gerne, weil es einfach mal, es macht dich wach. Hast du ja gesehen, wo München heimgefahren sind nach dem Real Madrid-Spiel. Habe ich auch gesagt, ich brauche jetzt Stimmung. Dann habe ich mal Lieder abgeladen und zack, ich bin wach gewesen. Du auch. Einigermaßen. Aber, so, das ist die Zone. Und dann auf Ernst Autofahren hören, gibt es die Zone. Und das musst du jetzt sagen, das hat sich bessert, muss ich sagen, das hat sich wirklich bessert. das hat sich nicht nur besser, das ist stabil. Das kann, Ja. das kann man sich geben. Ja. Also ich will mir jetzt seine Playlist auch nicht immer geben, sagt er ehrlich. Ja, das ist logisch. Aber das ist halt unterschiedlich, klar. Aber so ein paar Aber eben, es Scheiße ist, ja, aber das ist mit Sogar dem ein Tyler-Lied ist drin. Welches? Ah, ja, Sticky. Ja. Aber mittlerweile ist wirklich akzeptabel. Ja, also man kann es sich geben. Also, du bist sowieso Falschgeld. Ja, also, schau, so leid es mir tut, Also, ich kann- habe dich gerostet, jetzt kannst du mich roasten. Komm. so leid es mir tut, Ja. ich kann mit deinem Ami-Zeug nicht anfangen, wirklich gar nicht. Also, ich versuche es jedes Mal. Ich bin mit dir als Don T-Konzert gegangen, ich bin Ja. mit dir als Tyler-Konzert gegangen. Ich probiere es. Aber ich werde nicht warm damit. Ich kann damit wirklich... Es ist ja völlig, also Es ist ja hat einfach völlig für fair, mich hat das Bro. einfach kein Vibe. Ja. Für mich also mein Musikgeschmack ist so, die Lieder mit Vibe haben. Das ist halt ein anderer Vibe. Für mich ist halt das ein Vibe. Und für Ja, dich das ist ja ein voll der anderer Agro-Vibe. So, Vibe. Nein, es ist nicht immer aggro. wake up, wake up. Ja, das kann ich. Es gibt halt voll die Rage-Lieder, Ja. wo halt voll kannst abgehen. Ich finde halt Rage-Lieder nicht so... Ja, Da aber gibt das es ist, halt auch chillige Lieder. Das gibt es auch. Oder so... Gewisse Lieder, die halt so... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, aber die haben halt schon einen Vibe. Aber... schau, tun wir uns einigen, der Joris hat nicht den besseren Musikgeschmack als mir. Gib ich dir die Hand. Also, Joris, schau, da haben wir's. Joris, schau, ich erkläre es kurz. Alles, was so ein bisschen im rockigen Bereich ist, stimme ich dazu, ist okay, kann man hören, ist super. Aber wenn es dann Richtung Tight Stone geht, Ach du Kacke. oder Richtung, was gibt's noch? Bro, das Lied heisst Mittelohrentzündung. Weißt du, wenn es auf so Lieder geht, wo er dann den Text, wie ich weiß nicht, ob das auch seine Partyzone ist, so ein bisschen die Stimmung Partyzone aufzutun. ist krass. Ja,
Aber ich meine, ich höre die Lieder auch noch so ein bisschen die Stimmung Ja, und kann sie auch auswendig aus dem Grund, oder? Ich weiß nicht, ob das bei ihm genau das Gleiche ist. Das kann schon sein, Digga, der ja. kennt Tidestone-Text auswendiger als ich eine Zeile aus der Bibel. Also, das ist crazy. Das ist crazy. Ja, aber es ist ja so. Ja, schon. Ja, aber Fazit, Americo sein Musikgeschmack, für mich ist er underrated. Oder, Overrated. Nein, underrated nicht, er ist fair gerankt für mich. Underhated. Also, underrated, das ist krass. Aber jedem das seine, für mich ist er fair gerated. Also, Ja. haben wir das Thema. Besser als Tidestone. Besser Ja. als Tidestone. Wenigstens sind wir uns da einig. Ja. Das nächste ist von Wobei Elias. Tidestone ist schon lustig. Bro, sorry. Es ist lustig. Es ist lustig, aber Bro, als ob du dir das wirklich gönnst. Nein. Also schau, zu deinem Musikgeschmack. Das Einzige, was ich mir wirklich geben kann, rat mal. Ein Künstler, sag einfach ein Künstler, den ich mir geben kann. Von deinen Favorites so. The Weeknd. Ja, kann ich gerade sagen. Ja. Das ist das Einzige, was ich mir wirklich geben kann. Mhm. Das habe ich fast schon gedacht. Ja. Aber dann, weil das hat Aber das ist so Vibe. Vibe. Pop-richtig. Ja, das ist dann wieder so Vibe. So für mich Vibe. Ja. Also, ja. Aber das check ich schon auch. Voll gut. Also, weiter. Weiter. Das nächste ist von Elias. YouTube Premium. Ich kann noch nie YouTube Premium Ich auch benutzen, ich nicht. kann es nicht ranken. Also ich würde sagen, ich weiß halt nicht, was. Also klar, du hast so Funktionen, wie du kannst aus der App rausgehen und es läuft weiter. Bro, ich lebe seit wann gibt es YouTube? Seit 2005 Aber ja. lebe ich mit YouTube, das ist also auf dem Handy. Da bin ich 8, 9 gewesen, auf dem iPod, wo ich dann YouTube zum ersten Mal hatte. Ja. Seitdem lebe ich damit. Es gibt für mich nicht anders. So, Ja. so YouTube Premium, klar, du hast vielleicht dann keine Werbung. Du hast YouTube Music, hast du ja dann. Ja. Das ist cool. Das ist cool, aber Aber sorry, wenn du Spotify, Spotify oder Apple Music Music. hast, dann also sorry. also ich würde sagen overrated tatsächlich, weil eben, du kannst, also wir können brauchst jetzt voll mit nicht. dem leben. Ja. Es kostet monatlich, was ein Nachteil ist. Klar, weniger Werbung, das ist geil, weil YouTube im Moment die fetzen voll rein mit Werbung. Mir Aber vielleicht eben- auch irgendwann. Wer weiß. Aber eben, mir keine Ahnung, also ich bräuchte es jetzt nicht, von dem her Nein. overrated. Ich würde auch sagen overrated. Ja. Also ich weiß halt nicht, was für Funktionen du noch hast. Ich glaube, du hast ja noch so Funktionen, dass du kannst YouTube-Videos downloaden, dass du die kannst offline schauen und so. Ja. Wie damals auf iTube. Kennt ihr noch iTube? Oh mein Gott. Kennst du iTube noch? Nein. Das war so eine App auf dem iPod. Dann hast du können YouTube-Videos schauen. Wenn du dann angeklickt hast, dann sind die so in einem Cached-Mode gewesen. Ja. Also die sind dann wie abgeladen. Okay. Dann hast du die können offline schauen. Schon? Und halt auch die App beenden und alles. Chillig. Ich habe mir dann so für die Ferien habe ich mir so ganz viel so Let's Plays von denen runtergeladen, weil ich halt gewusst habe, bei meinen Großeltern in Tschechien hat es halt kein Internet gegeben. Ja. Und dann, also die haben kein WLAN gehabt, weil die einfach in der Steinzeit wohnen in Tschechien. Und dann habe ich halt mir so, keine Ahnung, 40 Let's Plays runtergeladen, die Heime. Ja. Und habe ich dann durchgesuchtet in diesen Ferien, weil ich Okay. halt Tschechien, ja, was soll ich in Tschechien machen, ist halt immer so, für mich ist halt Tschechien immer so gewesen, du kommst dort hin, sagst deine Großeltern Hoi und Tschüss, kommst ein bisschen essen, gehst ein bisschen spazieren in die Stadt, gehst vielleicht noch etwas shoppen. So, ich kann halt nicht viel mit denen können machen damals als Kind. Ja. Und ich kann mich halt auch nicht richtig können verständigen wegen der Sprache. Ich kann sie schon verstehen, aber reden, Das ist halt etwas ich anderes. bringe vielleicht einen Satz raus, der flüssig korrekt ist. Also stichwortartig kann man schon kommunizieren, das geht schon irgendwie, aber ja, es war halt einfach schwierig gewesen, darum damals als Kind war es mega langweilig gewesen, halt mit den Großeltern, so eine Woche Ja. lang. Und dann ohne Internet, all deine Kollegen sind die in den Ferien, die machen natürlich mit anderen Kollegen, aber du bist wie so ein Logisch. bisschen ausgeschlossen. Ja, dann hast du dich halt mit so etwas befasst und das ist halt iTube-Legende. Gibt es nicht mehr leider, gibt es nicht mehr. Nur schade. Aber wahrscheinlich aus guten Gründen. Ja, wahrscheinlich schon. Hat jeder Was sagst du auch? Overrated. Ja, overrated. Okay. Weiter im Text. Weiter Das geht's. nächste ist von Yannick, mein Bruder. Shoutouts. Yannick. Einsiedeln. Jetzt macht mir viele Feinde. Bro, aber musst aufpassen. Ist Einsiedeln wirklich overrated? Für uns vielleicht, ja, aber allgemein. Einsiedeln ist halt ein Dorf, ein ländliches Dorf. Und keine Ahnung.
in unserer jetzigen Situation, ich glaube, das spricht für beide, oder irgendwann in Zukunft möchten wir gerne mal vielleicht einen Schritt aus Einzelnen rausnehmen. Du lebst halt schon hier die ganze Zeit. Du lebst halt schon dein ganze Leben einzeln. Und es gibt die Leute, ich sage mal 90% von den Leuten, die in einzeln wohnen, die fühlen das. Ja, die nicht 90%, Bro, nicht 90%. Schon? Nicht 90%. Weniger. Okay, sagen wir mal, ja, 60%, die Mehrheit safe. Ja, sicher die Mehrheit, ja. Ich sag's dir so, die Mehrheit von Einzelnen ist sicher so, die wollen ihr ganzes Leben hinaus, wenn sie in der Einzelnen wohnen es gibt bleiben. schon viele Leute, die hier bleiben wollen. Ja. Also, Das ist ja auch das Gefühl von Heimat, das verstehe ich voll, oder? Logisch. Aber dann gibt es halt auch die Leute wie mir, die es irgendwann einmal gesehen haben und gesagt haben, hey, yo, ein bisschen weltoffen. ja, das ist ja eigentlich, der mehrheitliche Teil von Einzelnen ist halt leider nicht so weltoffen. Ein bisschen weniger einfach. Ja, also im Ja. Vergleich zu anderen Dörfern ist es schon Also wenn ich jetzt nicht als die sehr krass. wenn ich jetzt nicht als die allerheftigsten Leute darstelle, aber keine Ahnung. Für die es checken, die checken es, für die es nicht checken, die Nein, checken also es. wirklich auch no hate, gar nicht. Also, Ja. Aber es ist ja jedem sein Zeug. Also. Ich würde jetzt halt einfach schon sagen, ey, für mich ist es ist für mich overrated. Ja, für mich auch ein bisschen. Weil, sorry, ich bin nicht in Einzel umeinander. Also wenn ich frei habe und etwas machen will, ich gehe nicht in Einzel und ziehe um die Häuser. Das geht Ja. nicht. Ich gehe auf Zürich, ich gehe auf Zug, ich gehe auf Luzern. Ja, voll. Von mir aus gehe ich auch auf die Schweiz. Die Schweiz ist ja auch eigentlich eher so ein bisschen wie Einsiedeln. Aber es ist halt trotzdem etwas, wo du halt nicht gut, ich sehe es täglich mittlerweile, aber es ist ja trotzdem nicht das, was du schon seit 21 Jahren kennst. Logisch. So, darum, es ist nicht ein Hate gegen Einsiedeln, aber es ist einfach für mich overrated, weil ich es halt einfach schon so lange kenne. Und für mich ist es jetzt langsam einfach langweilig. So. Voll. Ich würde sagen, im Moment, also in meiner jetzigen Lebenslage oder Lebenssituation ist es overrated. Aber ich kann mir gut vorstellen, irgendwann, wenn du halt älter bist, ein bisschen mehr Ruhe willst, ist eines, glaube ich, ein easy, chilliger Spot. Ja, zum Leben ist es, also ich meine, Ja. es ist ja wirklich so, es ist wie so eine Oase. Eine Oase. Schau das geht aus an Berlin. Es ist wirklich ein, ich meine, schau mal, der See. Aber, See und der Sonnenuntergang. Ich verbinde immer so, Heimat verbinde ich immer so Willerzell, Sonnenuntergang im Sommer, der See. Das sieht so brutal aus. Also von der Lage her, wie es hier aussieht, ist wirklich top. ja, Wirklich, also da kannst du nichts sagen. Aber es ist halt einfach so, ich möchte die Welt sehen, oder? Und darum, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, also wenn ich einmal aus Einsiedeln rausgehe, dann bleibe ich wahrscheinlich auch mein ganzes Leben aus Einsiedeln aus. Also, weißt du, so auf Wollera oder so 7 oder so ziehen, so meine ich einfach. Jetzt nicht komplett ab Ja. auf Hamburg und nie wieder, tschüss. ja, So, das safe nicht. Ich will schon so umgebig so bleiben, weil das ist schon so dein Point, wo du halt so kennst, auswendig. So, du weißt, wo was ist und alles. Aber ich will halt, ich habe es jetzt 20 Jahre lang gesehen hier. Ja. Darum, ich will wahrscheinlich nicht mehr. Also, wer weiß, vielleicht ist das denke ich, in 20 Jahren wieder anders, oder? ja. Das Aber weiß ich einfach nie, im aber Moment. im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, wenn ich das mein ganzes Leben oder irgendwann auch wieder mal zurückkomme. Okay. Kann ich Ja. nicht. Also, aber es ist schwierig zum ranken, aber Ja. wir haben jetzt also Also ich will sicher einzeln besuchen, meine Familie wohnt ja immer noch hier, oder? Logisch. Aber ich gehe jetzt safe nicht. Ja. Ne? Kommen wir zum nächsten, Niklas. Yes. Das spaltet wieder. Autos. Underrated. Overrated. Hey, also sorry, du findest Autos allgemein overrated? Ja, die Autos an und für sich, also, ja, Bro, ein Auto ist so underrated, du kannst einfach von A nach B fahren. Das, was Ja, Katja Bro. Candela nicht kann. Bro, da sagst du zu. Autos an und für sich sind geil. No joke, aber ich fühle das ganze Auto-Ding, wo gewisse Leute drin sind. Gut, ich tue es. Das fühle ich nicht. Ich tue jetzt- Das check ich nicht. Und auch so tuned Autos, ich check das Ding nicht. Ich check es auch nicht, dass man irgendwie so ein richtig fettes Auto muss haben. Für mich muss das Auto einfach fahren können, einigermaßen gut aussehen und gut ist. Gut, also ich tue den Punkt jetzt wirklich nur auf das beschränken, nur Auto an sich, nicht oder das ganze Ich habe jetzt Tuning. ein bisschen weiter gedacht, das ist schon, aber wenn es einfach nur ums Auto geht, dann ist es etwas anderes. Sag mal, die Erfindung Auto. Ja, der finde ich Auto ist underrated, Ja, aber Bro. Punkt. Der finde ich Auto ist krass. Punkt. Ja. Ja. Aber so das Ganze drumherum, was sich aufbaut, Das ist halt einfach finde ich das ist einfach ein overrated. zusätzliches Hobby. Es ist einfach ein Hobby. Aber Ja. sicher ist es ist klar, dass ein paar Leute machen mit dem Geld, ein paar Leute Ja, machen aber es es wirklich ein Hobby. ist- Ich mache es ja auch als Hobby. Ja. Also, was mache ich da? Ein bisschen Kleberle am Tesla. Das ist so mein Tuning im Ja. Moment.
Okay, ja, aber... Ja, Ja, ich habe halt ich ein bisschen versteh's. weitergedacht, aber Verstehst schon. wie du gesagt hast, die Erfindung Auto an und für sich ist fett underrated. Ja. Autos sind krass so, aber das alles eben weiter als Auto an und für sich finde ich overrated. Irgendwann M4 Cabrio steht vor deiner Tür und der Niklas sitzt drin als Fahrer. Schön. Ja, mach das, ich würde es dir gönnen. Digga, weißt du, ich mit der Adidas-Jacke, als wäre ich so wirklich das eine Klischee. geile Finke. Okay, das ist crazy. Ja. Ah, egal. Mhm. Ja. Nein, underrated. Ja. Das nächste, oh, das war übrigens von der Nina gewesen. Die nächsten 4 sind jetzt von der Nina. Also, das Auto ist auch Nina? Ja, Auto ist ja Nina. Okay. Dann das nächste sind Gesellschaftsspiele. Underrated. So. Underrated. Das ist Ist lustig. geil. Kannst du immer bringen. Ja, ja. Werwölfle. Bro, tough. Sag dir ehrlich. Oder so, Mensch, ärgere dich nicht. Weißt du, krass. Uno. Ja, Uno sowieso. Alles. Einfach in so einer Freundesgruppe Ja. zu spielen. Hips. Ich habe gerade Hipster gesagt. Hipster. Ich habe gerade Hipster gesagt. Mit P. Hipster. Ja. Hipster. Auch super. Aber das habe ich langsam ein bisschen... Also wir könnten es wieder mal spielen, aber eine Zeit lang haben wir es sehr auseinandergenommen. Ja, Silvesterzeit halt, ja. Gut, und vor allem immer Schlager. Ja. Ich habe von der Liv und der Nina habe ich Schlagerparty-Hits zum Weihnachten bekommen. Ja. Hat ein paar Banger drin, sag ich mal so. Ja, ja. Aber Sie hat underrated. nur noch Schuhe. Okay. Ja. Underrated, oder? Ja, definitiv. Immer gut, vor allem in so einer Ja. Runde, wenn du nicht weißt, was reden, da spiel einfach. Voll. Und dann kommen Gesprächsthemen. Voll. Städtetrips ist das nächste. Underrated. Das ist so geil. Ja, Städtetrips Nächstes Mal auf Hamburg, gell? können wir machen. Gut. 5,5 Stunden mit dem 5er BMW. Mach du dein Ding. Ich mach das. Gut, mach das. Aber Städtetrips underrated, muss ich ehrlich sagen. Bro, wir haben schon lange, 50 Minuten und wir haben noch viel. Ja, okay, dann tun wir mal ein bisschen schneller. Wir müssen ein bisschen schneller durchgehen. Also schneller. Komm, wir machen. Dann ist es halt ein bisschen länger. Komm. Städtetrips underrated in dem Ja, Fall. voll. Das nächste ist El Toni, Niklas. Underrated as fuck. Das war die beste Investition in den letzten paar Jahren bei mir. Ja, also wir müssen jetzt hier mal einen Hier Kühlschrank. muss irgendwann mal ein Kühlschrank, El Toni. Ja. Nein, wirklich, es gehört zu meinem Alltag. Ja. Das ist einfach... Heute auch wieder eins gehabt. Ich habe es nicht so viel, also zwischendurch einfach, aber es ist halt schon geil. Es ist El Liebe. Toni Es ist Liebe, wie ich schon mal gesagt habe, Liebe auf den ersten Blick. Es ist... Nein. Doch. Okay. Doch. Gut. Doch. Und zwar besser als so, weißt du, so früher habe ich halt so Lieblingsgetränk Sprite gehabt, dann mal Eistee, jetzt ununterbrochen El Toni. Seit einem Jahr jetzt schon gefühlt so. El Toni ist schon Ja. geil. Das nächste, vom Blue RS3 Beast. Das ist der Marco, Der Marco. der auch schon mal bei uns im Podcast war. Smash Burger. Boah, das ist tatsächlich ein Punkt, das kommt immer drauf an. Ich habe noch nicht so viel Smash Burger gegessen, das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Aber die ich hatte, haben mich jetzt nicht so krass überzeugt. Von dem her würde ich sagen, overrated. Vor allem ist so ein krasser Hype, ich check's irgendwie nicht so. Ich sage underrated, weil wenn er gut ist, dann ist, boah. Also der, den wir in Zürich gegessen haben, der ist jetzt nicht so gut Nein, gewesen. der ist nicht so gut gewesen. Vor allem, der ist auch verdammt teuer gewesen. Ja. Wir haben bei uns in der KB, also wir haben in Brunnen, empfehle ich, Takeover Brunnen. Okay. Wirklich super Laden. Auch mega freundliches Personal, immer so. Ein bisschen ein komischer Bestellshop online, aber das kann man ändern. Das ist so eine Lieferkette. Ja. Wo halt dann, also wir können da immer halt bestellen so. Also, jeder kann bestellen. Aber wir bestellen halt immer so freitags meistens. Hey, also ich kann keinen Smashburger für 14 Stutz, der so gut ist. Schon? Vor allem Liefer. Für 40 Stutz? 14. Aha. Lieferburger. Ja. Der ist immer noch warm, der ist immer noch knusprig. Auch Pommes immer, ey, es ist schon... Das ist doch gut. Vor allem, es ist nicht so Mac-Burger, es ist wirklich Qualität. Du merkst Qualität. Das ist ja meistens so, was sie mit Smashburger erreichen. Also trotzdem mastig, aber Qualität. Und das bringt der an. Das bringt der an. gut. Das ist super. Darum underrated. Wenn du die richtige hast, underrated. Das haben wir in Berlin eben nicht gemacht. Da gibt es ja, glaube ich, Goldies. Beim Potsdamer Platz sind wir immer vorbeigefahren mit dem Bus. Ja, haben wir verpennt, aber egal. Also ja, für dich underrated, für mich overrated. Ja, ja. in dem Fall. Gut. Das nächste ist vom Dean
Wir haben zwei mit dem gleichen. Mit dem Käppli. Genau, wir haben Matcha zweimal gehabt. Jetzt habe ich schon gespoilert, Matcha ist das nächste. Das spaltet sich auch wieder. Das Ding ist, ich habe bis jetzt einen richtigen, Ja. ich habe halt einen gehabt mit Kokosmilk Kokosmilk. Ja. und wir haben es nicht umgerührt, gell? Ja. Das war der Fehler gewesen. Also bis jetzt ist es immer nur Rasen für mich. Es Ja, tut mir leid an Rasen. die Leute. Für mich ist es bis jetzt overrated. Vielleicht ändert sich das ja noch, aber bis jetzt overrated. Bis jetzt. Bro, ich sag dir, ich muss jetzt ausholen. Für mich underrated. Es ist ja so, Bro, Matcha wird ja voll als das Girly-Getränk angesehen, oder? Bro, no joke, ich finde Matcha easy nice mittlerweile, sag dir ehrlich, ich denke das auch so. Ja. Ja, also es ist wirklich nicht schlecht gewesen, so. Aber wir haben, ja, ich will es mir nicht... Ja. Vor allem, es gibt ja so Matchas, die ich jetzt auch mal schon Ich muss auch probiert. Toni treu bleiben, weißt du? Ja, klar. Aber es ist mir gezeigt worden, so Matchas, zum Beispiel Mango. Wo so Mango-Ding Kann schon drin haben. gut sein. Ist schon krass. Und wenn du es dann umrührst und... Ich finde Matcha geil. Von dem her, für mich ist es underrated. Ist gut. Ja, mach dieses Ding. Das nächste von der Mari Alix. Ah, ja. Transportmittel, Flugzeug, Zug, Auto, Bus, Tram, E-Roller. Also gehen wir mal alles durch. Was war das erste gewesen? Flugzeug. Underrated. Bro, das ist... Flug ist so krass. Es ist, du bist einfach... In einer 1,5 Stunde bist du in Malle. Mann. Du fliegst einfach über den Ozean. Ja. Das ist so krass. Oder eben in 10 Stunden in Amerika oder so. Ja. Das ist schon Das ist krass. schon krass. Also die Erfindung ist glaube auch eine deutsche Erfindung. Schon? Ich glaube, Ich weiß gar nicht. Und auch von Deutschland, glaube ich. Schon? So die ersten Flugzeugversuche, ja. Okay. Oder nicht sogar Italien. Ja, kein Plan. Egal, juckt mir nicht. Nächste. Zug. Bro, ich sag dir ehrlich, alles ist underrated. Zugfahren ist underrated. Also ist schon, also weil du halt auch lange Strecken, theoretisch schnell. Also ich meine, was ist München-Berlin? 4 Stunden, 3 Stunden? Schaffst du, glaube ich, mittlerweile. Bro, Zürich-Paris ist 4 Stunden mit dem TGV. Eben, ist krass. Mit dem Auto hast du viel länger. Ja. Also teilweise, klar, so Nahverkehr, Zug, finde ich schon ein bisschen, also die ernst auf ÖV schwören und die ganze jeden Tag, also klar, es ist billig, ist schon günstiger, viel günstiger als das Auto, aber so Nahverkehr, ÖV finde ich einfach so So, für Tour ist ja easy, Ja. aber so, wenn du jeden Tag, das würde mich so anschießen, immer von Willerzell auf Zürich und dann wieder Zürich-Willerzell, vor allem mit den ganzen Umstiegsdingen. Ja. Aber so Langstrecke, Ja. safe. Das ist safe. So Nachtzug habe ich auch mal gemacht, auf Hamburg auf easy. Voll geil. Das ist schon krass. Voll. Auto haben wir vorhin angeschaut. Ja, ist Dann auch Bus. underrated. Bus, sagt er auch underrated. Ja, ist auch underrated. Aber- Ich würde nicht gerne Bus fahren. Ich sag dir, Also ich fahre so- nicht gerne Bus. Aber so eine Stadt, die wir jetzt in Berlin gemacht Ja, haben, das schon. Das ist etwas anderes. aber das finde ich dann besser. Also das finde ich zum besser als so Zugfahren. Also so ja, Langstrecke, nein. Flixbus, vergiss es, overrated. Ja, das ist Also, die Story ja schon gehabt. habe ich die schon mal erzählt im Podcast? Ja. Ich glaube schon. Nein, macht's nicht. Also vor allem über die Nacht nicht. So Fernbus, boah, du bist tot danach. Du brauchst erstmal so Thai-Massage, aber so 3 hintereinander. Also wirklich. Und dann nochmal 2 Tage in die Eistonne und dann wieder zurück. Also, boah. Tram. Underrated. Schon. Ich finde schon. Gibt halt so City-Vibes. Aber ja. Ja, ja. Und das letzte E-Roller. Die sind halt witzig. Das sind schon lustig, Aber hure gefährlich. Ja. Und also schau, ich verstehe den Sinn. Also ich habe sie schon auch ab und zu mal wirklich produktiv benutzt. Einmal in Hamburg für so einen ganzen Tag haben wir uns die einfach so gemietet mit jetzt so ein Flatrate gehabt, so 30 Minuten gratis. Nachher, wenn du drüber bist, kostet es. Wenn du dann aber anhaltest und dann wieder verbindest, hast du wieder 30 Minuten. Ja. Das haben wir so voll ausgenutzt und da siehst du einfach die Stadt mega gut und mega schnell und du hast halt nachher am Abend keine Beinschmerzen. Nur auf einem E-Scooter siehst du halt easy goofy aus. Ja, Also und wirklich. es ist halt verdammt gefährlich, Mann. Ja. Aber die Bremsen sind hure hart. Ja, Du gehst ein bisschen drauf, Bro, dich klitzt Bro, fast. Mallorca. Oh mein Gott. Hör auf, Wenn Mann. die scheiß Dinge kein Akku mehr haben, dann Oh, bist du ich glaube, geschickt. die Story haben wir schon mal erzählt. Ja. Ja, ich würde sagen, sie haben einen Nutzen, sind für mich jetzt nicht overrated, sind aber für mich auch nicht underrated, sagt das so. Ich finde, das ist so ein neutrales Ding. So, ein bisschen. Ja. So, man kann, ja.
Ja, aber ist okay. Ja, ist okay, ja. Ja, nicht underrated, aber okay. Ja, wir haben wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 vom Jeffrey. Ach, Jeffrey haben wir schon mal dran gehabt. Der Das Jeff. nächste ist bauchfrei. Bro, wie willst du das ranken? Underrated. Dann sehen wir dich bald im Crop Top, Ja, Niklas. voll. Das ist so voll mein Kleidungsstück. Ja. Ich sehe meinen schönen Bierbauch. Wenn das Video 1000 Likes hat. Nein. Nein, stopp. Stopp. Es hat mich schon mal in einem Netz gegeben. Stimmt. In so einem Oh mein Fischernetz. Also Fischernetz. Das ist doch so voll, dass eigentlich tut man ein weißes T-Shirt drunter anlegen und nachher dann die Frauen halt so ein Netz drüber, dass es stylisch aussieht. Wir haben Ayanapa Abschlussfahrt ist das gewesen. Hat jedem anderen müssen ein T-Shirt kaufen und mir hat mir einfach ein Netz geschenkt und ich habe ohne T-Shirt drunter dort müssen rumlaufen. Dann sind wir so im Club und dann spricht mich so ein, ja, hey, you look like my mother. Und ich so, yes, thank you. Wie gottlos. Du siehst aus wie meine Mutter. Das ist so gottlos. Das ist krass. Stell dir mal vor, du bist so in der Ferien. So, weißt du, ich kann dort nicht mehr trinken. Ja. Weil ich kann jetzt ein paar Tage dort so. Nein, das ist halt Abschluss. Du bist eine Woche in Ayanapa. Logisch. Das ist gefühlt deine. Ja, und dann. Nein. Knallt's rein. Ja, aber ich habe mich halt auch nicht scheiße gefühlt. Also denke, ja, komm, ist halt jetzt so. Ja. Aber was sind wir gewesen? Bauchfrei. Das kannst du Ja, nicht raten. Bro, das Jim. kannst du nicht ranken. Also es sieht gut aus, muss man fair sein, aber Bro, du kannst jetzt nicht sagen, boah, das ist underrated. Ja, aber das... Bro, willst du das ranken? Ja, Ja. Apropos Trinken, Niklas, vorig. also es sieht gut aus, wie nicht bei Männern. Vor allem Das ist mit klar Bierbuch. gewesen. Das ist klar Vor allem mit Bierbuch. Ja, ich will mich nur an mich erinnern, mit meinem Netz. So, was? Apropos Trinken. Coca-Cola normal. Overrated. Nein, ein kaltes Gocki. Ja, aber ein normales. Bro, ein normales ist viel besser als Zero. Oh mein Gott, jetzt fährt die Diskussion an. Hey, also da wird, Niklas, der Niklas, Tim Niklas. hässig mit dir. Nick, Der ist Tim mir wird egal. hässig mit Ist mir dir. egal, Der ist Tim mir- wird, wir waren Niklas. in Mallorca gewesen, der Tim und ich im Oktober und es hat nur Zero gegeben und er so, ich will kein scheiß Zero, das muss normal sein. Bro, Cola Zero ist geschmacklich das Beste. Nein! Bro, 100 Bro, nein! 100 Pro! Bro, nein! 100 Pro! Bro, Nein! wenn du ein normales Gocki trinkst, wo dein ganze Maul ist am Kleben, weil das so viel Zucker hat. Nein! Bro, bitte. Nein! Niklas. Nein! Schau, ich sag dir so wie es ist, ich finde Cola Zero super, Aha. aber ich finde normal Cola besser. Kann ich nicht Doch. mitgehen. Nein. Doch. Cola Zero ist der Shit. Es ist ein Shit, ja, aber Cola ist besser. Rangliste Cola Zero, Cola Normal, Cola Light. Fertig. Ende der Diskussion. Pepsi. Findest du Pepsi besser? Es hat eine Zeit gegeben, sagen wir es mal so. Okay, gut. Aber es schwankt immer. Es schwankt immer. Es schwankt immer. Ja, es schwankt immer. Es ist ja so. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Pepsi und Cola, weil ich finde beides geil. So, ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt die Ja. Cola. Klar, wenn du sagst Cola, erwartest du schon Coca-Cola. Aber wenn ich jetzt sage Pepsi, dann ja, Pepsi. Okay. Also ja, macht keinen Sinn, aber egal. Also, da haben wir Underrated. Diskussionsstoff gehabt. Underrated. Overrated. Dann, Next. ja gut, das nächste ist Cola Light. Ist auch overrated. Das ist overrated. Das ist overrated. Sorry, das Wenn gesehen ich unsere Rangliste jetzt gerade gesagt. Entweder ohne oder mit Zucker, aber nicht mit wenig. Ja, So, what the fuck? Gibt es das überhaupt noch Cola Light? Bro, ich habe es schon lange nicht mehr gehabt. Vor allem, ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, Ja. Also in der Schweiz einmal nicht. voll. Dann das nächste, das check ich nicht. Ich zeig's dir schnell. Nicht, dass es irgendetwas ist. Jamal, Temu. Was ist das? Ja, sagen wir einfach mal Temu. Temu. Ja. Warte, ich google das jetzt trotzdem noch. Temu ist overrated. Ich habe noch nie etwas bei Temu bestellt. Temu ist... Alter, da muss ich auch aufpassen. Ich finde Temu overrated. Ich habe da noch nie etwas bestellt, keine Ahnung. Klar, es ist günstig und so. Aber ich eben, Jamal habe Temu keine eingebe und einfach so von Temu so einen Lamin Jamal Rucksack. Ahnung. Ja. So ein Handtuch. Also, meine ehrliche Meinung zu Temu. Es ist sehr wahrscheinlich Kinderarbeit. Sehr wahrscheinlich. Ja, zu 100%.
Aber das ist auch ein Grund, warum ich so nicht bestellt habe. Ja. Bestellt habe. Ich finde es ab und zu witzig. Also schau, ich bin gar nicht für so Kinderarbeit, also überhaupt nicht. So, das sollte mir jetzt nicht falsch verstehen. Aber es ist ja der Fakt, das ist ja wie mit dem Vegan-Sein. Ja. Das ist ja, ich bin ja eigentlich auch nicht für Tierquälerei und Tiermörderei und so Zeug, aber das ist halt wieder so ein riesiges Thema, das aufgemacht wird, finde ich. Ja, aber ich finde, du musst Veganismus und Kinderarbeit schon ein bisschen differenzieren, Bro. Ja schon, aber es geht, es geht wieder ums Gleiche rein, so, nur weil ich jetzt, also ein Mensch ändert nichts. Ja, das check So, ich schon. das meine ich damit. So, wenn ich das jetzt mache, oder wenn ich jetzt Fleisch konsumiere, es ändert nicht, dass es im Fleischhandel ist. So, wenn ich jetzt bei Temo etwas bestelle, also nichts bestelle, es ändert nicht, dass das nicht angeboten wird. So, weißt du, was Ja. ich meine? Voll. Klar, es fördert vielleicht auch ein bisschen voran, wenn jeder so denkt, aber du kannst es nie zack und verbieten, das geht nicht. Ja. Ich habe gesehen, AliExpress ist offiziell der Partner von Olympischen Spielen. Aber das ist krass. So, weißt du, da denke ich mir halt so, ja. Ich muss sagen, ich habe bei Temo schon ein paar Mal bestellt und ich bin eigentlich immer für das, was ich erwartet habe, zufrieden gewesen. Ich habe gedacht, es kommt viel mehr Schrott an. Okay. Ich habe mir für meinen Tesla habe ich mir LEDs gekauft und die, sorry, super. Von dem her, ich würde sagen, neutral. Aber wegen der Kinderarbeitssicht halt schon auch. Aber ich muss sagen, du findest schon sehr viel cooles Zeug auch so auf lustig auch. Ich muss überlegen, ich glaube hier aus dem Raum habe ich auch ein paar Sachen von Temo. Ja, schwierig. Also für mich ist Thema overrated. Ja, verstehe ich aber auch. Wenn ich etwas bestellt und der Hintergedanke in meinem Kopf ist, das sagt der Kind und so. Darum. Es machen Ja. halt mega viel. Es Ja. machen mega viel. So. Aber ja. Das nächste. Swiss Underground Music. Das ist so das Meme-Moment, wo LeBron sagt. Underrated. Ja. Alphorn, Nashorn, Matterhorn, Uli Vito. Ja, ich sage jetzt auch mal underrated. Das Ja, das ist ist lustig fürs Meme. Sippli MC-Lied. Fühle ich jetzt auch nicht so krass. Das ist halt legendary in der Schweiz, aber Gegen Schul X. ja, Melde dich doch heute. Komm mal in den Podcast. underrated. Ich hol dich sogar in Bern. Hört schon nichts im Podcast. Weißt du, wie crazy? Fukuhila Mafia. Ja. Das nächste. Speed X FIFA-Boss, also Hast du das Gianni mitbekommen? Infantino. Hast du das mit? Ja, Bro, sag dir Das ist ehrlich, overrated. das ist ein absoluter Fiebertraum, aber es ist mies overrated. Ja, das ist ein Fieber dran. Bro, das ist nur Werbung gewesen für den Ja. Scheiß. Speed. Nein, also ja, für Speed. Und für den World Cup Ja, halt. für den Club World Cup oder so. Bro, das ist so. Das ist ja Ami. Ja, aber das Turnier ist so unrelevant oder irrelevant. Bro, das juckt kein Mensch. Also schau, das ist wie bei der Champions League. Alle sagen, das ist hure Scheiße, was sie jetzt machen. Bei der Champions League haben sie das jetzt auch gesagt, bei der Reform, oder? Ja, Jetzt so, ich habe mir so gesagt, ey, ich gehe mit jeder Sicht neutral ins Ding rein. Ich gehe nie, ey, das ist scheiße. Ich gehe rein, mache mir schon vielleicht so ein paar Gedanken, okay, ja, das könnte ein bisschen scheiße sein, vor allem auch für die Spieler, weil du halt viel mehr Spiel hast. das ist vor allem das, wo Das ist, wo das, ich denke, das ist der wird größte Scheiß. Aber so, jetzt mal, Bruder bei die Fisch, wie hast du die Champions League-Saison gefunden? Ja, die Champions League-Saison war geil gewesen. Ich habe das voll krass gefunden mit dieser Tabelle. Ich habe meine Bedenken gehabt am Anfang, das ist ja so. Ich habe nicht gedacht, das wird ein Scheissdreck, weil das ist wieder genau das. Menschen können nicht loslassen von etwas, was schon seit immer war. Die wollen immer, das muss bleiben. Und Menschen hassen Veränderungen. Ja, das ist schon so. Das Ding ist einfach, was ich finde, wenn du jetzt nochmal ein Turnier mitten in den Sommer rein tust, wo jedes Jahr stattfindet, es gibt ja, bei dieser Clubfeldmeisterschaft gibt es ja... Das ist nicht jede 2 Jahre. Nein, Auch. es gibt jedes Jahr eine kleine, so wie ich bin mir wirklich nicht sicher, bitte fact-checken das, aber so wie ich es mitbekomme, gibt es also das grosse Turnier wird, glaube ich, alle 4 Jahre gespielt Okay. und in der Zwischenzeit gibt es so kleine einfach. Wie die letzte immer. Ja, oder einfach kleinere Turniere in dem Sinn. Und eins grosses dann alle 4 Jahre. Und wenn du das halt jeden Sommer hast und dann irgendwie noch eine EM und WM dazwischen hast, hast du ja jeden Sommer quasi gefühlt etwas. Bro, und die Spieler haben dann keine Ferien mehr und also weniger auf jeden Fall und sind immer unter Belastung. Sprich dann auch für mehr Verletzungen und das Zeug. Das ist der Scheiß. Aber und darum Das muss ich sagen, verstehe ich ja voll. overrated. Das verstehe Klar, ich es ja ist voll. noch nicht paar gespielt worden, aber Bro, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ankommt. Ja, finde ich aber auch so. Ja. Also,
Also das Infantino-Zeug ja overrated. Ja, klar. Club-WM, ich lasse mich überraschen, sagen wir es so. Ja. Ja, ist fair. Ich finde es jetzt nicht... Also ja, von dem Spiel her, ja, für die Spieler, dass es kacke ist, definitiv, aber für die Zuschauer an sich könnte es noch sehr interessant werden, denke ich. Ja. Auch weil man vielleicht jetzt erstmal neue Spieler sieht. Vor allem, es so ist wieder weißt. im Sommer, es ist wieder warm, du kannst grillieren und du schaust deinem Lieblingsverein zu, wie sie Real Madrid raushauen. Ja, das sehen wir dann noch nicht. Ja, Ja, mal schauen. das sehen wir dann noch. Hoffen wir. Nein. Ja, haben wir das auch abgehakt im Fall. Das nächste vom Cyril, die nächsten 3 sind vom Cyril. Berlin. Underrated. Berlin ist underrated, Super, ja. ja. Würde jeder angehen. Wieder in die Oase, Ja. Angel Smile, Live, du weißt. Ja, können wir glaub, schnell abhaken. Berlin ist Berlin ist super, da geil. kannst du immer wieder kommen. Ja. Immer wieder. Haben wir aber auch schon. X-Mal gesagt. Ja, ja. Ja, weiter. Tesla, Niklas. Underrated. Also jetzt nur schon wieder... Ja, ja. Habe ich das erzählt mit dem Service? Ja, letzte Woche. Ja, stimmt. Ich habe jetzt abholen gestern. Ja. Sie haben mein Auto geputzt, sie haben mir gesagt, es wird fertig vor dann und dann, du kannst das Auto abholen, wenn du willst, es muss keiner vor Ort sein. Hey, so, Tesla Service super. Fahrzeug an sich, Qualität verbessert sich mit jedem Auto immer mehr, das merkst du einfach. Also es ist ein riesiger Unterschied vom Jeffrey seine zu meinem, beziehungsweise von meinem zum Jeffrey, weil der Jeffrey hat ja das Neuere. Underrated, ich weiß nicht, was die Leute gegen Tesla haben. Klar, Elon Musk muss man nicht verstehen. Aber wenn du jetzt mal den Elon Musk-Gedanken wegpustest, ich finde die Firma so geil. Wirklich, ich mache alles richtig. Ja, also ich bin ja nicht voll im Autogame drin. Ich sehe nur das, was der Niklas mir sagt und erzählt und so. Und ich bin ja schon viel im Tesla drin gewesen. Von dem her würde ich sagen, auch underrated. Du bist auch, wo du das erste Mal gefahren bist, ich habe auch dein Grinsen gesehen. Aber ja, es ist schon geil. Wo du ja. das Gaspedal drückst, das ist schon... Klar, geil. es ist kein M4 oder kein Auto, das Emotionen gibt, aber es ist ein fucking Go-Kart für so wenig Geld. Also wenig ist es ja nicht, aber im Verhältnis wenig Geld. Darum underrated wirklich. Genau. Ja, ich würde auch sagen underrated. Nice. Das nächste ist das Cowboy-Steak, das Cowboy-Steak. Ja, underrated. Das Cowboy-Steak. Alles, was auf den Grill kommt, ist geil. So ist es. Zuerst mal grillieren, Mann. Ja. Ja. Noch ein bisschen zu sagen zum Cowboy-Steak? Nö, ist geil. Okay. Dann die nächsten 3, respektive 2, weil Matcha haben wir schon behandelt, sind von der Yara. Und zwar, Niklas, Thema für dich. Thermomix. Boah, underrated as fuck. Digga, der Thermomix. Der Thermomix, jetzt fängt es an. Jetzt haben wir das Fass aufgemacht. Jetzt geht es wieder nur um... Nein, wir haben ja schon mal Thermomix-Folge gefühlt gehabt. Fühlt schon. Das Ding kommt in die Wohnung, wenn ich eine Wohnung habe. Ist mir gleich. Das Ding wird sich geholt. Ich bin überzeugt, dass ich mit dem kochen mit keinem anderen Küchengerät. Doch, zusätzlich. Aber der Thermomix wird immer das Hauptgerät sein. Das Ding ist, ich muss glaube ich ein bisschen differenzieren. Für jemanden, der nicht kochen kann, wie jetzt ich. Im Moment, also ich kann null kochen. Aber wir müssen jetzt in den nächsten paar Wochen mal Kochding machen, Kochfolge. Und dann werde ich zeigen, wie man kocht. Gut. Für jetzt die aktuelle Lage wäre ein Thermomix sicher gut, weil eben der würde mir helfen beim Kochen. Aber ich will unbedingt kochen lernen. Und wenn ich es dann mal kann, würde ich viel lieber selber kochen. Verstehst du das nicht? Der Thermomix ist nicht nur ein Gadget zum Kochen lernen oder Ja, zum aber zeigen, wie das Kochrezept ist, schon, sondern aber du kannst auch aus deinem Kopf mit dem Thermomix kochen. Ja, schon, aber Es ist einfach ein Mixtopf, der immer drillt. Bro, aber es ist so ein fettes Ding in der Küche, das voll nicht reinpasst. Und irgendwie kann Ja, aber der neue sieht hure geil aus. Ja, Bro, ich TM7, sorry. Ich fühle es nicht so. Bro, nachher, ich tue viel lieber, also rein vom Gedanken her, ich kann es im Moment nicht, aber ich will es mal lernen. Da will ich viel lieber so Teig selber machen, klar, braucht halt auch seine Zeit oder irgendwie so Sachen. Bro, das wäre viel geiler. Das Hilfsmittel, das machst du ja auch mit dem Ding selber. Ja, aber du kannst es ja mit der Hand machen, ist viel cooler. Ja, kannst ja. Aber ja. Ja, das musst du ja nicht im Thermomix machen, aber ich meine so Sachen wie das Risotto. Ja, machst du lieber in der Pfanne allein? Nein. Doch. Weißt du, wie viel cremiger wird das im Thermomix, nur weil das halt die ganze Zeit drillt? Bro, Niklas, Ja, was? das ist meine Meinung. Frag mal Chefköch, wie viele Chefköche einen Thermomix in der Küche stehen haben. Ja, ich kann nicht Chefkoch gefragt. Weil die einfach merken, Alter, das Essen wird nochmal ganz anders, weil das Essen wird einfach anders behandelt. Es ist schon immer noch Sternekoch im Kopf,
Umsetzung auch, aber der Mixtopf an sich will der halt einfach funktionieren, dass du den kannst wärmen wie ein normaler Herd und dass er halt einfach ein Drehding hat, wo es die ganze Zeit ständig umrührt, macht das einfach alles viel cremiger und viel aromatischer. Das kann ja schon sein, aber eben, ich sage, im Moment wäre es sicher gut, dass ich so ein Hilfsmittel hätte, aber wenn irgendwann kann, ich hoffe, ich kann es irgendwann, keine Ahnung, ob ich jemals kochen lernen, aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich overrated, weil dann würde ich es selber machen, checkst? Ja, aber dann steh mal 20 Minuten so. Ja, wenn du Zeit hast, warum nicht? Okay. Underrated as fuck für mich, in meiner Opinion. Also für mich, Thermomix wird sich für mich geholt. beides, Auch wenn je das Ding nachdem. scheiße teuer ist, es hat wenigstens sehr lang. das ist ja gut. Das nächste ist El Toni Ginger. Underrated. Trinke ich nicht oft, aber same. ist gut. Ist wirklich Ja. gut. Hast du mir jetzt schon ein paar Mal geholt. Ja, wenn sie da mal testet. Ja, voll. Danke an dich, Marco. Ja, aber es ist underrated. Ja, es ist wirklich. wirklich gut. Aber ich habe die andere Das Seite. Blaue ist für mich immer noch Platz 1. Nicht grün. Ich habe grün lieber. Ich hatte eine Phase, wo grün... Ja, jetzt muss ich sagen, blau ist... Also blau und Bro sind beide gleich. Ja, Also blau ist ich für habe mich- grün habe ich ein bisschen Blau ist für mich die Augen. Okay. Ja. Dann ist, glaube ich, das letzte im Fall. Match haben wir schon gehabt. Dann kommt das letzte vom Silas. Motorsport allgemein. Underrated as fuck, in my opinion. Overrated as fuck, in my opinion. Nein, Motorsport ist schon cool. Ich verstehe es, warum es gewisse Leute langweilig finden, aber jetzt nur schon bei der Formel 1, dass du halt einfach so zuschaust, wie Teams sich vorbereiten für einen Boxenstopp, halt die ganzen Strategien hin, dass du halt, dass du einfach immer musst schauen, wie die anderen Teams stoppen und so. Ja. So, weißt du, so strategische Sachen halt, oder? Wo halt einfach so viele Sekunden, wo du so viel Zeit kannst verlieren. Das ist halt schon... Ich finde das schon interessant. Also ich schaue es jetzt Ja. auch nicht jedes Wochenende, muss ich ehrlich sagen. So Formel 1 jetzt. Aber ich finde das schon sehr interessant, weil es ist halt schon... Wenn du mal so selber mal ein Rennauto gefahren bist oder einfach mal ein bisschen schneller, das löst halt schon Emotionen aus. Und so denkst du so, boah... Es ist wie Achterbahnfahren, einfach du hast selber die Kontrolle. Sagen wir mal so. Ich kann halt, eben, wie vorher schon gesagt, ich kann mit dem ganzen Autozeug nicht Ja, anfangen. verstehe ich auch. Alles gut. Von dem her ist es für mich overrated. Ich habe jetzt Formel 1 auch noch nie richtig aktiv geschaut. Ich checke die Regeln nicht. Vielleicht, wenn es mir jemand erklären würde, würde ich es dann auch mehr fühlen. Aber im Moment, ich kann mit dem nicht anfangen. Also TÜV fahren und so. Ist nicht meins. Ja, Ja, schon gut. 1 Stunde 12 Minuten. Alter. Crazy. Aber das sind alle Fragen gewesen, oder alle Themen Das ist respektive. crazy. Danke nochmal wirklich fürs Einsenden. Ja, wirklich, danke vielmals. Das ist krass. Wir haben Jetzt jetzt haben viel jetzt zu tun gehabt. haben wir euch jetzt selber hier ein bisschen Content gemacht. Ja. Freuen wir uns schnell zu der Empfehlung der Woche und dann würde ich sagen, Bro, was habe ich für eine Empfehlung? Ich muss gerade überlegen. Hast du schon eine Empfehlung? TM7. Nein. Bro, Die Tesla-Fahrer. also, Wenn ihr mal einen Service machen wollt, besucht das Tesla Service Center in Cham. Freundliche Leute, kompetente Mitarbeiter, du wirst immer informiert. Empfehlung von der Woche. Wirklich, ich habe hohe Freude gehabt diese Woche. das ist doch gut. Dass es so gut gelaufen Ja. ist, wirklich. Weil ich höre immer nur scheiß Tesla, scheiß Service. Was machst du, wenn dein Auto mal ein Problem hat? Wo gehst du nie dein Auto bringen? Da hast du es. Wirklich. Genau so muss ein Service sein. Ja. Punkt. Meine Empfehlung. Bro, ich bin wirklich am Studieren. Ich weiß nicht, ob ich eine Empfehlung habe. Vor allem, wir haben vor 3 Tagen die letzte Folge aufgenommen. Seitdem hat sich nicht so viel geändert. Stimmt. Das kommt mir vor wie so eine Woche. Gell? Jetzt haben wir Mittwoch. Was ist jetzt alles so passiert? Sag doch einfach irgendetwas, was du halt in den letzten Monaten so Ja, Thema Schule. mal etwas Keine Ahnung. Logisches. Machen gute Noten, dann haben wir es im Nachhinein einfacher, wenn es um die grossen Prüfungen geht. Können ein bisschen chillen. Ja. Muss nicht sein, aber könnt ihr machen, wenn ihr gute Vornoten habt. Von dem her, ja, das ist meine Frag Empfehlung. mal den Joris. Ja, wirklich. Also der hat gute Noten, Vornoten Ja, und der genießt sein Leben von der LAP. Ja. Ja. Also, Gut, ey, in diesem Sinne. danke vielmals. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Ade. Ciao, ciao. Tschüssi.